Goedemorgen. Thanks Piet voor dit leermerk. Dat weet ik dat niet. Ik en Piet, we zijn allebei een beetje van de kleine soort. Maar een beetje leer staat. Ik kreeg je ook al am namen Jezus van de Samarins en vertrouwen dat God ons wordt rechtlich zegnen en dem dat we en God zijn woord nangehen dan van de Samarins. Mir geht es immer schein, Gott sein Wort mitzuteilen. Und einmal wundert einer, was können Menschen verstehen von was einer sagen wird. Ich bin in der letzten Zeit angeworden, dass einmal, da sind gewisse Menschen, die können über und über was hören, und da wird dann einmal an, das ist gar nicht verständlich. Mein Vertrauen ist, dass der Herr macht in jedem einem von die Ohren, geistliche Ohren aufmerken, dass wir Gott sein Wort verstehen können. Wenn die an die Bulletin angekickt haben, dann haben die, wo ihr all gesehen haben, was mein Thema ist von der Samarians. Das ist ein Thema, was mir sehr wichtig ist. Ich und mir nicht allebei. Und wir lernen eigentlich alle Tag, dass das passieren wird. Und was ist das? Das ist, Jesus ist wiederkommen und wo das alles passieren wird. Wo wird sich das rannehmen? Wie sich das Thema studieren, da rein wir nicht zu dieser Botschaft, dann dachte ich über, dachte ich, was wir immer predigen tun und was wir unsere Rechten tun, unser Reich, was für Themen sind da wichtig. Und dann am Licht von was da passieren wird, was eine Kirche in den Bedürfnissen wird, ich sage, was da sein und so weiter, da wundere ich einmal, da wir alles covern, da wir alles, was die Bibel sagt, wir wissen, das ist alles wichtig, da wir alle Themen covern. Und ich glaube, dass das Thema von dem Herrn Jesus in Wahrheit kommen, ist ein Thema, wo wir nicht sehr viel von reden, dann in Detail, wo dort passieren wird und so weiter. Und ich will für die, weil ich anfangen, weil ich eine Anleitung habe, sozusagen, für ein Thema, wo ich über die nächste etliche Mal, wenn ich predigen, da wollen wir das treffen, wo ich über reden will. Das ist ein Thema, da kann einer niemals nicht an eine Botschaft haben. Wir als Kirche stehen sehr für Israel. Wir sind pro-Israel, würde ich sagen. Wir glauben, dass Gott seinen Bund mit Israel nicht brechen hat und auch niemals brechen wird. Von daher hier wie viele Menschen, die glauben das nicht. Die glauben dass Gott hat seinen Bund gebrochen mit Israel. Und die gehen von dort weg. Ich würde fragen, ob ich eine Bibelwort aufmerken, noch 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13 bis 18. Ich will dort lesen zum Anfang. Und das ist das Hauptpassage, wo ich an reden. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13 bis 18. Das sagt es dort. Brüder, wir wollen you nicht anklagen lassen über die all gestorben sind, dass die nicht traurig brücken sind, so als die keine Hoffnung haben. Wie wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und vom Tod abgestanden ist, wird Gott durch den Herrn Jesus und mit am Tod auch die noch sich nehmen, die all gestorben sind. Das sei wie jünt mit Jesus in der eigenen Welt, dass wir die da leben und bleiben, was der Herr weiterkommt, wollen die nicht vorabkommen, die all angeschlossen sind.
oder gestorben sind. Der Herr wird selbst vom Himmel raufkommen und Lüd sein oder mit einer gerauter, gewaltigen Stimme sein, was passieren soll. Der höchste Engel wird rufen und Gott seine Person wird schallen, wird geschaut worden. Dann werden die im Glauben an Jesus seilig gestorben sind, täglich abstoßen. Dann wo wir, die wir leben, übergeblieben sind, täglich mit ihm an den Wolken mit abgenommen worden und so an unseren Herrn begegnen. Und dann wo wir immer bei ihm sind. Und dann Vers 18 sagt er, mit dieser wird trösten untereinander. Aber so wird Gott sein Wort lesen. Er sagt, die Ursache, er sagt, das ist, wo wir können mit trösten. Da sind Bedingungen mit verbunden. Und wir wollen das sein mit Lothar. Wie dann die Ferkel war, wir schlupen und dann sagen wir, vielleicht diese Nacht wird der Herr kommen. Und so, dann begehen wir uns an der Luft. Weil die Geschwister, ich glaube, dass wir sind sehr dicht bei dem Herrn Jesus in Wiederkommen. An der Entrückung. Wenn wir dann die Neuigkeiten, die Newswatchen, was angehen wird, besonders an Middle East, besonders mit Israel, und dann seien die ebenige News, nur in den US, was passiert hat und so wieder, auch in Kanada, und über die ganze Welt, dann kann wir sehen, dass die Prophezeiung sehr an Erfüllung kommen wird. Und ich glaube, wir haben viel Ursache, wenn wir betrachten, was passiert hat in der Welt von der, zu glauben, dass der Herr Jesus, den Herr Jesus in kommen, ist nicht sehr weit auf. Ich weiß Gott, da sind viele Menschen, die viel verschiedene Wege glauben oder verschieden die Bibel verstehen können. Und die glauben dort nicht, die glauben nicht an der Entrückung. Ich, für mich selbst, kann mir nicht deutlich machen, wo dort möglich ist, weil wir die Bibel studieren dann, wo dort möglich ist, dass wir dort nicht leben können. Aber dort ist es dort. Von der will ich eine Anleitung haben für mehrere Botschaften, dass ich kann sagen, die an Prophecy über Jesus in Wiederkommen und wo dort wird Platz finden, wo dort wird passieren. Wir sind nun meistens bei Weihnachten und wir wollen celebraten, Jesus in Geburtstag celebraten. Dann kam mir zur Frau, glaube ich wirklich, dass Jesus ist geboren. Und ich glaube, da wird nicht einer sein, dass wir das nicht glauben. Woran glaube ich dort, wie es die Bibel das sagt dort? Dass Jesus, wie es krank wurde, passiert wie und so wieder. Aber ich habe gewisse Fragen, woran ist dort wichtig, dass wir uns beschäftigen mit Jesus in Wiederkommen, nämlich das zweite Wiederkommen von dem Herrn Jesus. Weil wir an die Frage denken, woran glaube ich dort, dass das wichtig ist, oder woran glaube ich, dass das wichtig ist, dass wir uns damit beschäftigen. Weil ich rede mit vielen Menschen, mit vielen Christen, die wahre geboren sind, und andere Christen, die sagen, woran ist dort so wichtig, dass wir weiter, was passieren wird in der Zukunft. Wenn wir wahre geboren sind, dann wollen wir all beim Herrn sein. Das ist so. Ohne die neue wahre Geburt wird niemals nicht mehr dem Herrn Jesus sein. Aber es ist dort wichtig, dann zu weiter, was passieren wird, oder wo der Herr Jesus wird weiterkommen. Das ist eine Frage. Ich wollte mal eben sagen.
Was habe ich gelehrt? Was haben du und ich gelehrt, die wir von unserem Hintergrund, mennonitischer Hintergrund, das sind down auf Olknier, Sammerfall, Kirchengemeinde oder was immer, wo wir von herkommen, aber am großen Ganzen von unserem Hintergrund. Was haben wir gelehrt von der Prophezeiung, von was wird passieren in der Zukunft? Wo wird sich dort alle rannehmen? Wenn die so gelehrt haben, als ich gelehrt habe, und ich glaube, die meisten von ihnen haben gelehrt dort, dass da wird eingerecht sein, am Ende von der Welt, wird der Herr kommen und der wird die Gute und die Schlechte einteilen. Die gute Menschen wollen im Himmel angehen und die schlechten Menschen, die wollen in Hallen geschmissen werden. Weil ich habe niemals nicht bei euch zum Glauben kommen, habe ich wirklich davon gelehrt, dass die Bibel viel anderen Plan wiesen hat, als was ich gelehrt habe. Ich habe niemals nicht gelehrt, wirklich. Ich habe Bete von gehört hier und da. Ich habe nicht gewusst, ich wusste nicht so viel von Gottes Wort, dass Gott einen gewissen Plan hat, dass Gott das Volk Israel ausgewählt hat, das all von lang Zeit, dass er einen Bund gemacht hat mit Abraham, und dann mit Isaac und Jakob und so wieder, und dann Lothar das bestätigt, dass sei sein Volk würden sein. Da hat ich nicht von gelehrt, dort lehre ich, wie sich zum Glauben werden, von Gottes Wort zu studieren. Und dann wird das bald ziemlich klar. Ja, noch eine Frage. Warum wir dort, wenn die Bibel dort wiesen, dass all Prophezeien, wo dort wird rankommen, wo Jesus wird geboren worden und so weiter, warum wir dort, dass so viele Menschen, die Jesus anerkennen, nicht anerkennen, als Messias, besonders die Juden, wie es Jesus war, der geboren wird. Wollte ich da über studieren. Oder über an Internet und dann ich sagen, was ich davon finden kann. Von wo das Alte Testament, nämlich die Bibel, all Jesaien, all Prophezeien, wo Jesus wird geboren worden und so weiter. Und ich fand, dass dort sind 355 Versen in der Bibel, im Alten Testament, wird von Jesus prophezeien, dass wo wird geboren worden, gerade woher wird geboren worden, gerade wo sich alle rannehmen wird, und viel mehr von den Arbeiten so wieder, und wo das zum Ende wird kommen, wird die Zukunft noch habt, wo wir noch lernen tun. 354 Städten. Needless to say, ich habe die nicht alle gelesen. Aber was ich fand nach, war zu sagen, 42 Versen in der Alten Testament, ich glaube, das ist mehr, aber ich sage, 42 Verse, wird da reden von, wo Jesus wird zum ersten Mal kommen. Gerade woher wird geboren worden, woher wird geboren worden, von wem her wird geboren worden und so weiter. Ich war artige Verse von da haben. Warum ist das wichtig, dass wir das weiten? Die Antwort ist, weil die Bibel da so viel von lehrt. Gott will haben, dass wir dort sollen weiten. Weil wir mal bloß paar Verse lesen, 3 Verse aus der Offenbarung. Wenn ihr holt den Platz da bloß in Thessalonicher, dann bloß ein paar Verse lesen in der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 1, Vers 3. Offenbarung ist ein Buch, dass viele Menschen sagen, dass sie haben Angst, dort zu studieren, dort zu lesen. Ich habe einmal mit wem geredet, was die Bibelschule ist gegangen. Ich will nicht sagen, was eine Bibelschule, aber mehr als eine Bibelschule. Sie durchgegangen, haben die graduiert von der Bibelschule. Wenn ich dann frage, was hast du gelehrt von der Offenbarung und all das, was passieren wird in der Zukunft? Well,
da habe ich nicht viel von gelehrt, dort bin ich im Thema, wo da viel Emphasis angegeben wird. Aber ich möchte lieber dort nicht lesen, als dass ich das lesen darf. Wollen wir die ersten 3 Verse lesen? Bloß eine Wort die Bibel anzeigen, das von das Buch Offenbarung. Ich will nicht von der eben von Offenbarung reden, aber Lothar davon. Vers 1 in Kapitel 1 sagt, das ist das. Das ist die Offenbarung, die Gott Jesus Christus gibt, seine deiner zu wiesen, was am Karten passieren muss. Und er schickt sein Engel nach seinen deiner Johannes, dort mitzuteilen. Da dort Gottes Wort in Jesus Christus sein Zeichnis und alles, was er sagt, betekent hat. Dann habe ich noch Vers 3, was er da sagt. Dort ist für uns geschrieben. Auch. Seilig ist die, oder wir können sagen, glücklich ist die, hier sagt es, seilig ist die das Prophetenwort lasst, und auch die dort hören und sich daran holen, was dort geschrieben steht, wie es der Titel ist, bald hier. Du sagst vielleicht, ja, aber wer kann die Offenbarung verstehen? Ich glaube, wir wollen niemals nicht, du und ich wollen niemals die Offenbarung von uns schaffen. Aber ich bin froh dafür, da ist so viel Banden, die Einzelheiten, wo wir gar nicht alle verstehen können. Aber im Großen und Ganzen ist das zu verstehen, wie es sagt, dass das seilig ist, die dort lesen das, und auch die sich daran holen dürfen. Die dort glauben dürfen. Und so wieder da ist, ich finde bloß die Offenbarung, was da ein Versprechen gegeben hat, von dass wir seilig und glücklich und froh worden sind, weil wir dort Buch wollen lesen. Also ich glaube ganz bestimmt, dass Gott die hilft, dort die Offenbarung zu Johannes uns zu geben, dass wir sollen weiter, was passieren wird, was passiert ist. Aber wir trägen noch unseren Tag hier. Zijn of je de vragen beantwoorden kan. Ik zie er weer sehr veel Schriftstellen im Alten Testament, wat de wiesen dan, wat passieren, wo Jesus wird geboren worden und so weiter, zodat die Menschen zu der Zeit, dass Gott sein Volk besonders, dass das Gesetz gegeben wird, die sollen Krankheiten, was passieren, wann sie dort noch abgepasst haben. Dort wir entweder Propheten gegeben, was das sein wird, wo das wird passieren. Aber ich habe bloß 2 Versen, weil ich hier lesen vom Alten Testament, 1. Mose Kapitel 3, Vers 15. Dort wir die erste Prophezeiung, oder das erste, was Gott sagen wird, nachdem dass Adam und Eva in Sinn gefallen wären, da wir all die Versprechung, dass er würde wem schicken, was er würde erraten. Das sagt in Vers 14, das ist, und Gott der Herr sagt zu der Schlange, nämlich wie es der Schlange, wie es nachdem dass sie werden in Sinn gefallen, wie es du das getan hast, wo ich die bestrafen von allen Tieren, warst du dort einzige sein, der auf den Bock krüppen hat, und du warst der Lebenszeit matten ihr verreten. Vers 15 sagt, du in der Früh, und hier ist dort zum ersten Mal, was das sagen, dass, wo dort wird passieren, dass der Früh wird dort kommen. Du in der Früh waren, jünd feindlich sein, und jüne nachkommen waren, sich nicht lieben können. Er wird den Kopf verwunden, und du warst der Hack verwunden. Also, ich wollte nicht dort erklären, aber dort ist die erste Prophezeiung, was Gott geben hat, dass da wird eine Rettung kommen durch die Früh. Und im Neuen Testament erfüllt. Erstlich, ich habe 2 Verse, da sagt Matthäus 1, Vers 20, bei der 21 sagt, das ist das.
Aber als er das geplant hat, nämlich Josef, wie sie antwortet, Maria schwanger wird, dann der Plan heißt secretly, im Geheimen, zu verloren. Wie sie verstanden nicht, er weiß nicht, was passieren in diesem Reich. Aber als er das geplant hat, sagt, dann kam dem Herrn sein Engel noch an im Traum und sagt, Josef, du darfst ihn sehen, scheu dich nicht dafür, deine Frau Maria nur die zu nehmen. Wie es dort, was sein Ansicht reicht, als vom Heiligen Geist. Waar zij dort durch die Frau. Und da ist es auch mehr spezifisch, das sagt, die Frau Maria. Da sei dort, wo dort eine Erfüllung kommt, und was er im Alten Testament sieht. Und sie wird einen Sehen zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, weil er wird sinnvoll von ihrer Sünden raten. Also dort wir eint, was die Juden haben können, und was die Menschen, was die Zeit, die das gesagt haben, die haben das alle könnt sein, eins gedeihen, aber die Nation am großen Ganzen die nicht. Die wussten nicht, wie es Jesus wirklich geboren wird, dass das wirklich Messias wird. Die Propheten, die Lehrer und so weiter, die wollen doch nicht weiten, wie es irgendwie Angst, dass sie würden ihren Platz verlieren und Jesus wird übernehmen. Dann in Galater Kapitel 4, Vers 4 sagt dort, dass Paulus die wahre Träge bringen, nur das Antwort. Aber aus der Zeit erst gekommen wird, schickt Gott seinen Sehen geboren von einer Frau, sagt Paulus dort in Galater. Und einer dort Gesetz gestartet. Und dann der zweite steht in dem Alten Testament, in Micha Kapitel 2, sagt dort, Jesus wird in Bethlehem geboren worden. Das sagt es dort in Vers 2. Aber du, Bethlehem, meint der Ephrathiter, wenn du auch eine von den kleinsten Familien in Juda bist, von die wird die kommen, die über Israel der Leiter sein wird, er ist die, dem sein Anfang und sein Aufstammen von lang her gewasst ist. Das wird Micha sagen, das. Was passiert heute im Neuen Testament? In Matthew Kapitel 2, Vers 1, war dort erfüllt. Geboren in Bethlehem. Und das sagt, als Jesus an König Herodes seine Zeit in Bethlehem in Judäa geboren wird, seit dann kamen Stierforscher aus dem Osten nach Jerusalem und flogen. Wo ist der niegeborene König von den Juden? Wir haben am Osten seinen Stieren gesehen und sind gekommen, anzubeten. Also, da wir Menschen, die dort beobachtet haben, was Arbeitslehrer gesagt haben, und was das sagen, was das wissen, und sie begegnen Jesus. Und ich sage, wie ist das bloß zu wissen, wie wichtig das ist, dass wir nicht mal bloß weiter sehen. Wir können zurückkicken im Alten Testament, wir können Krieg sein, wo dort alle an Erfahrung kommen sind. Nicht mal bloß haben wir das Alte Testament, wir haben das Neue Testament, was sie zu der Zeit nicht mal haben. Wir können sein in einem Neuen Testament, wo dort alle buchstäblich an Erfahrung kommen sind. Also da ist keine Frage da über. Da wäre es dort so wichtig, ich glaube, weil die Frage beantworten, warum ist das wichtig, dass wir von der vorwärts kicken, dann nur noch Prophezeiung ist, was nur noch eine Zukunft ist. Wir können Lehre nehmen von den Juden, von den Menschen im Großen und Ganzen, dass sie nicht beobachten, genug, was die Propheten sagen, was Gott sein wird, oder was Gott durch die Propheten sagen, die zu ernten.
Hij deed dat alle weten dat dit wordt passeren. Ik ging geen Einzelheiten an, weil wir würden alle dort durchkommen, wo wir sein, dass er weiß den Platz kriegt, wo er geboren worden, und alle Einzelheiten, wo das wird passieren. Da wäre ich, glaube ich, erst dort wichtig, dass wir das weiten. Warum ist das wichtig, dass wir das weiten, von der von, wo was passieren wird? Weißt du, wenn wir, ich wollte fast nicht alle lesen, aber wenn wir 1. Thessalonicher, wenn wir lesen dann sehen wir, dass der Apostel Paulus, der hat der Thessalonicher das Evangelium gebracht. Viele Menschen bekehren sich, und wir, wo wir das durchlesen, dann sehen wir, dass wir eine sehr lebende Gemeinde. Paulus hat indications da, irgendwo da, dass er redet von dem Herrn sein zweites Kommen. Von dem Herrn sein wahres Kommen. Also sehen wir dort, dass er nicht im Dienste lassen wird nach einer Zukunft wäre. Er redet irgendwo davon, von sein wahres Kommen. Und dann kommt er bei Vers 13. Und dann von Vers 13 bis 18, dass er sehr klar sein, was passieren wird. Da sagt er das. Excuse me. Brüder, wir wollen nicht einmal anklagen lassen, über die da alle gestorben sind. Oder was da angeschlossen sind. So dass die nicht trüren darüber, über die, so als die da was keine Hoffnung haben. Er sagt, wann wir glauben, dass Jesus gestorben und vom Tod abgestanden ist, wird Gott durch den Herrn Jesus und mit Amtaub auch die nu wird Gott durch den Herrn Jesus und mit Amtaub auch die nur sich nehmen, die alle angeschlossen sind. Meine Stimme auch nicht sehr gut. Das sei wie gut mit Jesus in die Ehe wird. Dort wie, die wir leben und bleiben, was der Herr weiterkommen wollen, was der Herr weiterkommt, wollen die nicht vorbeikommen, was alle gestorben sind. Was meint das? Ich glaube, mein Krieg dort, was das sein wird. Er sagt, sieht nicht traurig, wenn jene Freunde, jene Schwestern und so weiter, wenn die am Glauben sind und die sterben. Er sagt, die sind bloß angeschlossen. Sagt er, die sind bloß was wir geschlossen haben. Aber er sagt, will's, einfach 14, ich lese noch einmal, will's, wann wir leben, da ist die Bedingung, wann wir glauben, dass Jesus abgestanden ist vom Tod. Und dann sagt er, dann wird es passieren. Vers 15. Das sei wie gut mit Jesus in der eigenen Welt. Dort wie, die wir leben und ewig bleiben sind, weil wir sagen zum Beispiel, wenn der Herr Jesus von der wird kommen. Was wird dann passieren? Nur das noch, dann sagt er, da wollen, erst wird der Herr all die Worte angeschlossen sind, durch die ganze Zeit in der Vergangenheit. Wird am Glauben, wird gelebt haben an Jesus Christus und haben sich zu Gott anbekehrt. Sagt er, die wollen abstunden erst. Und dann sagt er, dann, wo wir, die wir ewig geblieben sind, was danach, das von der Herr, von der kommen wird, jeder einer, der hier bennen ist und wahre geboren ist, der wird hier bloß immer hastig bitte sein. Er sagt, da wo wir mit der Taub, da wo wir jetzt in der Luft begehen, in dem Herrn entgehen. Und dann sagt er, wo wir so dort, wo wir mit dem Herrn sind,
für immer, zu alle Zeit. Dann Vers 18 sagt er, mit diese wir trösten einander. Mein Bruder sagte von der, ich habe ganz sicher sein, dass wann der Herr Jesus wird kommen von der, da würden wir abstellen mit Armen, da würden erst an die Gräber sein, würden dort kommen und durch würden mit der Top angeregt worden. Und bemerkt eigentlich, was das hier sein wird. Einer läuft dem Herrn Jesus entgegen. Weißt du, der Herr Jesus in der Entdeckung, der kam gar nicht mehr auf die Erde. Der kam bloß bei einer Luft. Das ist die Entdeckung. Und wir wollen Lothar, seine Worte passieren, dass noch fertig und mit dort taub, was wird noch dort wird passieren. Da ist sehr viel mit verbunden. Aber da ist für mich und für die wir für dem Herrn Jesus kennen, und wir wollen, war hergerecht worden, sie stoppen mit dem Herrn sein für alle Zeit. Er sagt, mit diese wir trösten einander. Das ist ein Trost, dass zu weiten, dass der Herr Jesus wird uns in Hus nehmen. Und was hier das passiert, für die große Trübsalzeit, wo die Bibel von reden wird. Mal einer sagt zu mir, wenn die dort bleiben essen, sagt er, dass wenig wollen nicht die Trübsalzeit durchkommen, sagt er, was passiert, woran man so viele Menschen für eine Verfolgung leiden und wurden durchgemerkt und so weiter. Wir machen Tauschstunden, sind sehr viele Christen, was von der Nacht, besonders in der Middle East, was erleben geben, für an dem Herrn Jesus zu leben. Die wurden furchtbar sehr verfolgt. Aber weißt du, das ist noch keine Trübsal nicht. Ich verstehe die Bibel, dass die Verfolgung und Trübsal, das sind zwei verschiedene Dinge. Verfolgung fängt an, kurz nur Jesus in der Zeit. Der Apostel Paulus war einer von denen, die Christen verfolgen, und Doodmerken, und viele andere haben es getan, das hat angehalten, dass das von der Lage passiert hat. Gott sei Dank, dass du und ich, von der wir hier noch nicht verfolgt sind, zum Wesen des Evangeliums. Aber das ist keine Trübsal nicht. Keine Trübsal nicht. Was ist Trübsal? Wenn wir in Offenbarung sein, dann, wo wir sein, dass die Trübsal ist, was Gott über die Menschen ausgehalten hat, oder die Menschen durch kommen, die ihn nicht angenommen haben. Und wir sagen, wollen das in 2. Thessalonicher, wo wir sein, wo wir vielleicht nächstes Mal, wo das passieren wird, dass der Herr die Menschen, die arm auf sein und jeden arm sind, wo über die Menschen, die die Trübsal tut, was die Trübsal überbringen. Wo jetzt du und ich, wir wollen davon geholfen werden. Nicht von Verfolgung. Wir können nur berechnen, und vielleicht wird sehr möglich, dass der Nachwort kommen, dass du und ich wollen verfolgt worden hier an uns eigenen Land. Und das vielleicht nicht sehr wieder auf. Aber was der Gott hat versprochen, er wird uns von der großen Trübsal holen. Wo wurde das dann? Krieg, was wir hier gelesen haben. Der Herr wird kommen, er wird das Abwerk wird angeschoben sein, wird gestorben sein in Christus, und er wird uns da haben, macht das kein ungläubiger Mensch in dieser Entdeckung. Kriegst du Gott, ist doch kein, ich lebe erst da bei den Grauten werden trauen, das Gerecht, der Judgment of the Big Big Throne. Da sind Ungläubige, da sind nicht Christen zu gehen. Ich will da nicht wieder von reden, nicht. Aber das ist, was Gott uns versprochen hat. Ich will bloß zum Schluss ein kleines bisschen sagen, bloß nur 2. Thessalonicher, in Kapitel 2, und bloß ein paar Verse lesen da.
wir sehen dort, dass Paulus dit schreiben dat de Thessalonicher een klein beetje later, dan schrijft hij de tweede Thessalonicher. Wir seien da, ich wurde nicht hineingegangen, aber wir seien da, dass der Apostel Paulus erwiesen hat, dass da ist something passiert. Was ist da passiert? Gleich wenn es die Verfolgung, wo sie durchkommen, dann kommen da Menschen an mit einem falschen Glauben und dann abmischen. Na, wir so eine Menschen, und wir wollen das hier sein, ich will bloß ein paar Vers lesen. Vers 2, Kapitel 2. Er sagt, lasst ihr nicht so leicht durcheinander bringen oder Angst machen, dass Jesus in Tag all soll gekommen sein. Und dann auf die Nachricht durch eine prophetische Rede kommt oder durch ein Wort oder einen Brief, den wir sollen geschrieben haben. Was je da in Brief haben und sehen, die da sagen, dass Paulus hat diesen Brief geschrieben, dass wir nun an der Trübsalzeit an den großen Tag, an den Tag des Herrn. Wenn wir lesen von dem Tag des Herrn, das redet einmal von der Trübsalzeit. Wenn wir hier lesen von dem Tag Jesu Christi, dann redet er von der Entrückung, wo er wird kommen. Hier sagt er dazu, dann wollt ihr den Nachricht hören. Sagt er, lasst ihr nicht durcheinander merken. Sagt er, ich habe keinen Brief geschrieben, ich will paraphrasen. Sagt er, ich habe keinen Brief geschrieben. Und dann wisst er da wieder, da wo wir nächste Mal sein, was er hier da sagen hat, was passieren dat und passieren wird, wo die Zeit wird, wo wir da weiten, wann die Zeit wird Platz finden, und wann der wird Platz finden. So, entschuldigt für meine, ich bin da meine Stimme holen können, weil einmal als meine Stimme bloß war ich. Mein Titel ist auch ab. Wollen wir beten nach. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen wunderschönen Tag. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, für deine große Versprechung, die wir haben an dein Wort. Dass du wirst, ein Tag wirst du kommen. Du wirst jetzt hier aus dieser Welt, wo wir danach leben, du wirst du uns zurückerreichen. Wir danken dir, Herr, für die Versprechung, die wir haben, dass wir nicht wollen, dass die große Trübsalzeit durchkommen. Du wirst uns beschützen dafür. Ich bete, Herr, dass du machst dein Wort als Obdeichen und dass wir dort möchten sein, wo all das passieren wird, mehr an Einzelheiten. Ich danke dir für jede Person, die hier ist von der, und bete, dass du in jeder Meinung machst, mit ihnen Recken sehen. Bete in Jesus' Namen. Amen. Danke für Aufmerksamkeit.